Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Heute haben wir ein bisschen entspanntere Content, wie man so neudeutsch sagen wird. Abstauber hätte ich's kennen. So lange liegt die jetzt schon rum. Ja, da haben wir jetzt ein Riken und eine Prophecy, was quasi also der Urenkel von der Riken ist. Nicht ganz ehelich, aber ja, wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Auf jeden Fall, die haben alle was gemeinsam. Die sind alle modifiziert. Gut, die Prophecy, das sind alles Großteile oder eigentlich alles Worker-Teile. Also das könnte auch, die gibt es ja nicht unmodifiziert, die muss man selber basteln. Aber heute soll es ja darum gehen, dass man da einfach mal einen messtechnischen Vergleich zieht. Dann schieben wir mal das zur Seite. Holen wir das Messmittel Nummer 3 her. Und ich glaube, dass es Nummer 3 ist. Müsste Nummer 3 sein. Und dann legen wir damit los. Klar, das ist nicht. Nee. Ja. Ja. Jetzt alle. Das ist ganz praktisch, dass da das Gleichblech fehlt. Da sieht man immer noch aufs Magazin, was hergibt. 36,3 oder 30,5 35,3 32,4 36,9 und 35,1 macht den Durchschnitt von 34,5. Mit 30,5 bis 36,9. Einfach, dass wir die Werte haben. Also 34,5 dafür. Und jetzt resette. Ich resette. Was war es? 34,5. War gut, dass ich nicht resettet habe. Eieiei. So, Reset. Jetzt 34,5. So. Machen wir das da. Dann müssen wir den Lauf dran lassen. Da ist Magazin leer. Also 34,5 gilt es zu schlagen. Machen wir 6 Pfeile rein. 4, 5, 6. Also langsam habe ich Übung drin, das richtig reinzupacken. Uiuiui. (26,1) 29,4 29,3 29,9 25,4 und 26,9 macht Durchschnitt von 27,4 Meter pro Sekunde, klar. Auch ähnliche Streuung, das heißt 27,8, 34,5. Dann ist das immer noch der stärkste, 34,5. So. Da Abpfeile rein. Das 27,8, 34,5. Ich hätte mal gerne ein Video wieder machen ohne Editieren. Das ist einfach so als One Take. Also Start, Stop drücken und gut ist. Deswegen merken wir uns die 27,8, die 34,5. Und gucken, was der da so drauf hat. Und nach vorne. Das.
Also 30,7. Also 30,0. 32,8. 30,6. Also 30,6. Einer 27,8. Ui, das ist nicht so gut. Aber sonst war es ja relativ konstant. Das heißt 27,8 dafür, 34,5 dafür und 30,9 dafür. Aber ich muss sagen, also so vom Schießen macht das am meisten Spaß. Weil das ist halt, also wenn man da das so anlegt und so die Wange da drauf legt, dann sieht man da wo das ist. Ja, das soll jetzt auch gucken. Ja, der Bildausschnitt ist schon fast gleich. Da wo das Korn dann ist, da schießt es auch noch. Und dann trifft man schön aufs Ziel und alles. Und das ist halt im Vergleich zu den anderen, ich weiß nicht, wie das mit dem Mikro so rüberkam. Es ist halt auch ein ziemlich leiser Blaster. Also schön präzise mit dem ganzen Kugellager-Ding da vorne. Oder sieht man es? Kriege ich das irgendwie? Da haben wir. Seht ihr das? Da sind Kugellager drin, die den Pfeil ein bisschen Drall geben. Von dem bin ich ein bisschen enttäuscht mit 27,8, aber das ist wahrscheinlich auch gut so, dass man da das. Ja. Und aus dem könnte man natürlich mehr raushauen. Also da müsste man es bloß. Da könnte man. Ursprünglich war da ja langer Feder drin, die dann in die Schulterstütze reinging. Die könnte man natürlich einfach die Platte wieder ausbauen, die lange Feder einbauen und die andere Schulterstütze mit dem Schraubloch da. Oder halt in die Schulterstütze einfach ein Löchchen reinbohren. Und dann hätte es auch wieder. Aber da bräuchte man dann halt auch einfach eine Fläche, wo man dann auch richtig was schießen kann. Und irgendwann mal machen wir auch, also ich habe ja noch, auch von denen Rikens habe ich noch 3 andere da. Von denen habe ich noch 2 andere da. Und das ist die einzige Prophecy. Und ein Retaliator habe ich noch. Aber das ist halt schwer, die alle, also so viele neue Bild zu kriegen. Das sage, das spare ich mir irgendwann mal auf, wenn ich mal eine gescheite Werkbank oder so habe. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Aber das wird sich zeigen. Was haben wir da? Das Magazin wieder näher machen. Nachher. Ich finde, da wirkt einfach so Bananenmagazin am besten. So, leer ist. Jetzt sind sie alle mal wieder leer. Voll leer. So, und das nächste Mal machen wir mit dem eigenen Blaster weiter. Also, lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, Daumen nach oben und Kommentare und was weiß ich. Alles, was halt so hilft. Weil ich mache da schon noch einiges. Also, ich habe da schon noch Ideen, was man machen könnte. Und ich hätte auch gerne mal irgendwann mal die Blaster so probieren mit anderen Leuten und was weiß ich. Oder so. Humans vs. Zombies oder so, wie das heißt. Keine Ahnung. Da findet sich sicherlich noch Möglichkeiten, wie man da mit den Dingern Spaß haben kann. Aber das wird sich zeigen. Da wird sich sicherlich noch einiges ergeben. Also haltet euch dann auf dem Laufenden. Lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, unterstützt das Ganze. Und habt auch einfach viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.